Der sieht ja gewinnt, dass den Ulzig-Kanal regelmäßig Rezepte ausstrahlt. Diesen Monat weisen erst Nora und Dalla ein speziell Christach-Rezept. Was im Menü steht, sieht ihr gleich. Moin und ganz herzlich willkommen zurück bei unserer Kochshow am Ulzig-Kanal. Heute nicht mit Janis und mit Lea, mit Nora hinter der Kamera und mit mir, dem Ella. Heute mit einem Christach-Spezial, und zwar backen wir Zimtschnecken und Buchsenmanager. So, ich gebe so, wir fangen noch mal direkt mit den Zimtschnecken an. Dafür brauchen wir eher Mehl, Zucker, Milch, Butter, Hefe und Zimt. So, für uns zu fangen, schmelzen wir 75 Gramm Butter. So, los die Butter geschmolzen. Die füllen wir in eine Schüssel. Wir brauchen 250 ml Milch. Dafür holen wir einen Moosbecher. Wir müssen das auf. Milch bei der geschmolzenen Butter. Da brauchen wir 25 Gramm Hefe. Das sind in Menge voll 2 Pack. Lo könnt ihr einen Zucker dabei, und zwar muss man auch den auf 75 Gramm auf. So, da sind 75 Gramm und die kommen einfach dabei. So, wir haben einen kleinen Prise Salz dabei. So, wir rühren wir das Ganze. Bis es ungefähr so aussieht. So, du könnt das Mehl dabei, natürlich gedacht, das aufgemost auf 500 Gramm. Weil auch ganz wichtig ist, dass man immer echt siften, für das wir nicht kleine Mehlbrückel schon dran sehen. So, jetzt wird das ganz natürlich vermischt. Ich meine, das natürlich alles per Hand, kann ich natürlich auch mal mixen, man geht vielleicht auch mehr einfach. Also wenn ihr ungefähr so ausgeseit, dann müsst ihr gut sehen. Und dann stellen wir den 20 Minuten mit einem Durchdreher, los wir den einfach rohen, für dass der schön abgeht. So, ich war gut vorbereitet und habe schon gestern meinen Tisch präpariert. Den ist schön abgegangen. Den rollen wir aus. Und ganz wichtig natürlich nicht vergessen, echt Mehl auf das Plack zu legen. Dann passt so unseren Tisch auf unser Plack an. So, dann holen wir unseren Tisch aus unserer Schüssel raus. Am besten, der macht auch ein bisschen Mehl auf der Hand, sonst bleibt der Tisch auf der Hand passen. Wie könnt ihr da dass den Tisch so paschig ist? Ja, das ist am Anfang gar nicht so schlimm, wirklich, dass wir heute nach Mehl haben. Wenn der Tisch ein bisschen zu paschig ist, dann müsst ihr einfach ein bisschen Mehl dabei. So wie es doch Mehl auf den Fangrem ist, für das nicht paschig bleibt. So, am besten Fall kniet ihr dann nur noch alles gut durch, wie gesagt, mit Mehl. Aber wie lange muss den Tisch überhaupt kneten, für das er nicht gut ist? Ma, das guckst du am besten, bis das nicht mehr an deine Hand passt. Und wie gesagt, wenn es passt, gar kein Problem, einfach mehr Mehl dabei holen. Ziel ist bei dem Kneten wirklich, dass es am Endeffekt nicht mehr passt. So sieht er Tisch am Idealfall aus. Und jetzt wird das Ganze ausgerollt. Jetzt geht das Ausrollen dann noch extrem wichtig. Auch Ehren Backrollo mit Mehl bestreuen. Also einfach den Tisch ausrollen. Ich will immer so 2 bis 3 ml ausrollen, das ist am Anfang die ideale Form. So, wenn der Tisch an ungefähr an einer viereckischen Form ausgerollt ist, da schmilzt er am besten ein kleines Stück Butter am Dippen. Ungefähr so viel, das macht er einfach abgefühlt.
für den nächsten Schritt braucht am besten so einen Backpinsel. Füllt einfach an ihre geschmolzene Butter. Aber es reicht mit dem Butter RNDig. Du musst wirklich gucken, dass du nicht zu viel Butter musst. Gehen den Zimtschnecken nur wirklich zu fettig und das will man ja nicht. Ja, als nächstes könnt ihr natürlich Zucker an die wichtigste Zutat von dem Zimt drauf. Und dann können wir am Anfang auch schon als Zimtschnecke rollen. So, jetzt kommen wir zu unserer Füllung. Und zwar holen wir durch mal so einen Moosbecher für 50 Gramm Zucker aufzumussen. Die 50 Gramm gebe ich nur in eine Schüssel. Und bei diesem Zucker könnt ihr euren Zimt dabei. Du holt am besten einen Esslöffel gut voll mit Zimt. Und das vermischt dann einfach mal den. So lange, bis da noch ein braunen Zucker hat, quasi Zimtzucker. Und das Ganze verdelen wir über unsere geschmolzene Butter. Passt gut auf, dass ihr das schön über den ganzen Teig verteilt und nicht auf enger Platz zu viel Zuckergemisch, sondern auf der andere gut kann. Am besten verdelt ihr euren Zucker mit der Hand, für dass ihr den Teig innen drin nicht futti macht. Weil wenn du Loch dran könnt, dann geht es schwer, für da drin zu flicken. Wie kriegen wir den Teig überhaupt zu Zimtschnecke geholt? Man ist ein gut froh, das war am Anfang mein nächster Schritt. Und zwar können wir am Anfang den schwersten, den wir wirklich ganz physisch müssen. Und zwar rollen wir den als ein Teig. Und zwar von der kurzen Seite, also so. Ganz vorsichtig, wirklich, dass man wirklich einen dünnen Teig haben, muss man wirklich ganz vorsichtig den Teig abrollen. So, wenn ein Teig dann fertig abgerollt ist, was wirklich der schwerste Teil vom ganzen Prozess ist, dann schneiden wir den an kleine Stücke, dass wir noch Zimtrollen haben und nicht eine riesen Zimtrolle. Wie dick sollen die Schnecken überhaupt schneiden? Das ist am Anfang ganz wie ich will, aber ich persönlich gebe es ungefähr 2 bis 4 cm dick. Aber das ist am Anfang wirklich so wie ein Tannenwurzel haben. So, ab wie viel Grad muss man das Schaftchen da überhaupt ausstellen? Ich will bei 4D Heißluft auf 250 Grad das Schaftchen angestellt. Und am besten los man für 10 bis 15 Minuten backen. So, meine Zimtschnecke ist fertig. Nur gut 15 Minuten. So sieht sie aus. Das riecht so gut, das riecht nur krustig. Ich freue mich richtig für die zu probieren. Die so ein Schruff, meine wunderbare Kamerafrau. Und wir probieren sie zusammen. Okay, ich bin gespannt. So gut, hilft so gut.